Der Sonnenuntergang ist die Stunde für Caroline Bäumel. Und nur in diesen Wochen zwischen Winter und Frühling machen sich die Rebhühner bemerkbar. Ich hoffe, dass wir heute Rebhühner hören. Vielleicht sehen wir auch eins, schauen wir mal. Man muss sagen, jetzt dann geht die Sonne unter und dann fangen die Rebhühner das Balzen an. Das ist die perfekte Tageszeit, um die Rebhühner zu kartieren. Im Schutz der Dunkelheit zeigen sich manchmal die Rebhähne. Im Moment streift aber nur ein Fasan über die Felder. Das liegt eigentlich daran, dass halt davor noch die Greifvögel aktiv sind und auch natürlich die Menschen in der Umgebung sind. Also sei es jetzt Freizeitsportler, aber auch Landwirte, die einfach ihre Arbeit da machen. Und genau, dann haben die während der Dämmerung eine halbe Stunde, wo die ganz aktiv balzen und danach fangen die dann auch Schlafen an. Reh und Hase sind aktiv. Die vom Landschaftspflegeverband beauftragte Biologin schaltet die Klangattrappe ein und imitiert den Ruf eines balzenden Rebhuhns. Antwortet jemand? Waren nur Gänse, oder? Schaut schlecht aus bisher. Hasen sieht man viele. Aber keine Antwort. Keine Antwort bisher. Nein. Also das kann jetzt daran liegen, dass es jetzt noch ein bisschen zu früh ist. Sonne ist noch nicht ganz untergegangen. Genau, oder es ist halt kein Hahn da. Das kann auch immer mal wieder passieren. Dafür gibt es ja das Projekt, dass wir eben die Bestände erhöhen. In den Wochen zuvor sind ihr und den ehrenamtlichen Helfern schon Beobachtungen gelungen. Das Rebhuhn ist ein toller Vogel. Der sagt einfach sehr viel über die Ackerdiversität aus. Ich finde den Vogel total schön. Mir macht es total Spaß, in so einem Projekt für ein Tier und damit ja auch ganz vielen anderen Tieren zu helfen. Die Rebhühner stehen für die Artenvielfalt in der Feldlandschaft allgemein. Sie ernähren sich von Feldkräutern, Ameisen und Insekten. Einst waren sie typisch in der Kulturlandschaft Bayerns, wie hier bei Straubing. Heute stehen sie auf der roten Liste und sind zur Seltenheit geworden. Caroline Bäumel ist mit 2 Jägern verabredet, die beide seit über 50 Jahren in diesem Revier unterwegs sind. Grüß euch! Servus! Sie kennen es noch ganz anders. Horst Knauerhase hat ein Rebhuhn dabei, das er um 1980 geschossen hat. Und habt's was gesehen? Ja, schon einiges. Grüß dich, Horst. Hast du mir ein Rebhuhn mitgebracht? Habe ich, ja. Das ist aber toll. Also wenn man das jetzt anschaut, den rostbraunen Kopf, wenn man das betrachtet, schon die Art, wie das steht und wie wachsam. Wenn die dann da stehen und man schaut das an, wie die dann immer, und dann, wenn die dann das Gepläre, ich meine, du wirst als Biologin nicht sagen können, ob das jetzt ein männliches oder weibliches ist. Also man muss sagen, bei den Rebhühnern schauen die Männchen und die Weibchen sehr gleich aus. Von der Ferne erkennt man das oft gar nicht. Und man sieht Rebhühner echt schwierig. Die unscheinbaren Ackervögel suchen nach Körnern oder kleinen Insekten. Vor 50 Jahren gab es sie überall auf dem Land. Rebhühner waren so zahlreich, dass sie gern gejagt wurden. An diese Zeit erinnert sich auch Sepp Kaltenbeck. Das Rebhuhn ist, man muss das sagen, damals, das ist halt nebenbei mitgelaufen. Ne? Das Hauptwild ist auch der Fasan gewesen. Und das Rebhuhn, am Rebhuhn, da ist ja nicht viel dran. Also wenn man das zubereitet, wir haben da praktisch in einem Acker rein, wo wir gewusst haben, dass Hühner da sind, und haben wir da praktisch 2-3 Stunden die verschiedenen Rübenacker abgesucht und haben wir dann schon von der Strecke her so circa, ich sage jetzt mal, um 15 Stück Hühner geschossen auf 2-3 Stunden.
Und heute ist es so, heute haben die meisten Reviere gar keine Rebhühner mehr. An den Jägern lag es aber nicht hauptsächlich. Mit der Flurbereinigung sind Hecken, Korn und Mohnblumen, Wildkräuter und Insekten selten geworden. Dazu der Flächenfraß. So ist das Verschwinden des Rebhuhns auch ein Indikator für den drastischen Wandel unserer Kulturlandschaft. Deshalb fördert der Landschaftspflegeverband mit dem Projekt auch Landwirte, die Brachen oder Blühstreifen anlegen. Thomas Friedl pflügt eine Beetlebank, einen Käferwall, als Lebensraum für Kleintiere. Ja, super schaut das aus. Also es ist halt eine sehr sandige Fläche, eigentlich ertragsschwächere Fläche, aber für Wildbienen eigentlich optimal, für viele Insekten, für Spinnen, die da drin überwintern können, die sich verstecken können. Selbstverständlich auch fürs Rebhuhn als Huderfläche zum Sandbaden. Eine Bachstelze wird angelockt. In ein paar Wochen werden hier 45 verschiedene Blühpflanzen wie Sonnenblumen, Dill und Königskerze wachsen. Thomas Friedl hat es selbst erlebt, wie sich die Natur verändert hat. Die Artenvielfalt, gerade in der Fellflur, nimmt definitiv rapide ab. Wenn ich noch zurückdenke in meiner Kindheit vor 40 Jahren, was haben wir da an Niederwild gehabt, an Vögeln, an Insekten. Es ist bei Weitem nicht mehr so, gerade jetzt speziell dieses Rebhuhnprojekt, wenn ich sehe, wie früher die Rebhändel, auch wenn wir jetzt da gerade speziell nah an die Häuser sind, die haben früher bei meinen Eltern an die Vogelfütterung gekommen im Winter, die waren auf der Terrasse. Es war einfach wunderbar schön zum Anschauen. Heutzutage ist es eine absolute Seltenheit, wenn man mal wieder eins sieht oder hört. Und ich bin selber Jäger und Imker auch. Und mich freut es einfach, wenn ich in so eine Fläche reingehen kann, speziell die Blühflächen, wenn ich da drin stehe und rundum summt und brummt und es ist ein Leben drin. An diesem Abend aber antwortet kein einziger Hahn auf den Lockruf, den die Biologin aussendet. Leider keins, nein. Und? Haben wir Pech gehabt, aber ich weiß, dass welche da sind. Wir waren hier vor 3 Wochen schon mal unterwegs. Da waren 2 Hähne da. Die haben wahrscheinlich schon eine Partnerin gefunden, ist ja auch gut. Und hoffentlich legen sie jetzt ordentlich los in der Paarungszeit, dass wir nächstes Jahr vielleicht mehr haben. Nur 2 Störche rühren sich noch. Mit hohem persönlichen Einsatz und rund 800.000 € aus Naturschutzmitteln versuchen sie hier das Rebhuhn vor dem Verschwinden zu bewahren, das einst so typisch war für die bayerische Kulturlandschaft.